3 Monate lang haben die Kandidaten hart gekämpft, haben wirklich alles gegeben. Also wenn man rechnet, Fernsehauftritte, Radioauftritte, Landtagsauftritte, einer hat sogar Kinowerbespots geschalten, also es war wirklich Wahnsinn, ja. Aber wie so das, es kann nur einen Sieger geben. Und was Wahnsinn ist, wir haben es verfolgt während der Abstimmung, es hat ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. Den ersten trennen vom zweiten lediglich 105 Stimmen. Das ist nix, das ist Wahnsinn, ja. Also es war wirklich haarscharf. Und aus dem Grund haben wir uns überlegt, Mensch, den Titel sollte doch eigentlich dann der Zweite den Ersten überreichen. Und der Zweite, der ist jetzt da, hier, und ja, den hole ich jetzt einfach mal zu mir, er steht schon neben mir, ihr seht es leider nicht, aber gleich, seht es dann. Den Zweiten der Vizemeisterschaft, den zweiten Platz. Herzlich willkommen, Doppelhammer, Fonsi, her damit mit dir. Servus, grüß euch, habe die Ehre. Ja, die letzten 3 Monate, Wahnsinn, oder? Schlimmer wie der Wahlkampf am Bundestag. Ja, das kann man wirklich laut sagen, also das war wirklich eine unglaubliche Zeit für mich. Ich bin total neu im Geschäft, ich mache das Ganze jetzt seit 3 Monaten, dass ich wirklich vor mehr Leuten, vor mir Witze erzähle. Und es war unglaublich, also was ich jetzt alles gesehen habe und gemacht habe und was für Leute ich kennengelernt habe auf die 3 Monate, wirklich unglaublich. Ja. Mittlerweile kann man dich ja sogar buchen für Veranstaltungen, hat es ja vorher auch noch nicht gegeben, oder? Genau, ich habe jetzt ein paar kleine Veranstaltungen ausprobiert, das ist immer recht gut angekommen. Im Laufe des Wahlkampfs habe ich natürlich da ein bisschen ein kleines Konzept entwickelt und so weiter. Mir macht Witze erzählen einfach Spaß. Und wenn es dir Leute gefällt, solange es dir gefällt, erzählen ja Witze. Und das ist eigentlich gut angekommen und ja genau, so schaut das momentan ja, aus. Wahnsinn. Also Leute, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe einen Geburtstag, da ist eh immer stinkfad, ich hätte mal gern wirklich was Lustiges. Ja, dann schaut eine Witzemeisterschaft.de oder, die sind ja eh schon drin, oben Witzemeister buchen und stellt uns eine Anfrage und wir melden uns bei euch. Jetzt haben sie 3 Erfinder unterhalten. Jetzt hat der eine gesagt, Mann, ich habe jetzt eine Wahnsinnskreuzung zusammengebracht. Ich habe nämlich jetzt eine Biene mit einer Kuh gereizt. Da sagt der eine zwar, ja und jetzt? Sag ich, ja, jetzt habe ich eine Kuh, die gibt Milch mit Honig. Hat der zweite gesagt, das ist ja gar nicht gesagt, weil ich habe jetzt einen Tausendfüßler mit einer Sau gereizt. Da sagt der andere, was bringt er das jetzt? Sagt er, na, jetzt bringe ich aus einer Sau 1000 Schweinsachsen raus. Dann hat der dritte gesagt, das ist ja gar nichts, weil ich habe jetzt Fußleis mit Glühwürmchen gekreuzt. Da sagt die anderen, ja und jetzt? Sagt er, ja, jetzt mal, wenn sie jetzt meine Frau nackert auszieht, dann gehen wir mal vor wie in Las Vegas. Sein Scheiß. Ja. Ist so. Genau, so schaut's aus. Also Leute, dann Genau. schalten wir jetzt so um. Macht man einen Zaubertrick, da ich sagen. Da ich sagen, zaubern wir. So, und schon sind wir da. Arschkalt, aber haben wir da richtig? Genau, da ist er drin. Echt? Bei PM Events, der bayerische Vizemeister Wirklich? 2008. Also ist schweinekalt, das ist wahr. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Ja, dann, wenn Sie einen Mann haben, richtig. So. Schauen wir mal. Ich darf da ein bisschen einen korpulenteren Herrn suchen. Leck mich am Arsch! Luki, Wahnsinn! kannst du dir vorstellen, was das heißt, wenn ich jetzt da bei dir bin? Herzlichen Glückwunsch, du bist der bayerische Vizemeister. Du blödes Arschloch! Leck mich am Arsch! Um 100 Stimmen! Leck mich am Arsch! Du blödes Arschloch! Ich hab mir so gesagt, wie du bist! Vollgranaten! Ja, leck mich am Arsch! Schaut euch den Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Ja, leck mich am Arsch! Oberpfälzer und beim ersten Mal. Leck mich am Arsch! Ich fass es nicht! Hast es du gewusst? Du Blödmann! Das gibt's nicht! Leck mich am Arsch! Luki, wir müssen uns entschuldigen bei dir, geh mal kurz der eine, wir haben mich schon länger gewusst bei du. Ihr Dreckschweine! Ihr Dreck... Ah! Ach du Scheiße! Ich fass es nicht! Wolf, du Schwein, hast du das auch gewusst? Du bist ein Dreck. Ich hab jetzt geklungen und bin draußen gestanden. Ja, stinkt das so schon. Die hat aufgehört, aber das ist ganz klar, ich bin zu hart, aber du sollst mir jetzt nicht zukommen. Na, ich
Kannst du Gell? Und du Blödmann hast auch nichts gesagt, du Drecksack. Ja, gell, leck mich am Ich war Arsch. sehr böse, weil ich zu ihm gesagt habe, Luki, also ich komme heute zu einem und morgen zu einem und heute mache ich ihm so. Ich habe gesagt, nein, also das hat nichts zu tun, weil ich heute zu dir komme und morgen zum anderen. Und der war Ich fass es nicht. Und ich wollte dir schon schreiben und denk, Scheiße, du brauchst jetzt auch nicht kommen. Ja, von sich hin, Es haben über 3000 Menschen abgestimmt. Wahnsinn, ja. Dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, das ihr euch geliefert habt, war brachial. Luki, 3-mal Oberpfälzer Vizemeister und dann im ersten Dusch nimmst dann den Vizemeister, den bayerischen Vizemeister mit. Es ist Wahnsinn. In dem Sinn, trinken wir jetzt gar nicht mehr auf euch. Prost! Prost! Auf uns alle, auf die neue Freundschaft. Ja, Morgen genau. bleibe ich ganz ehrlich. Das ist Ich schau nur diesmal schon wert. Ja. Muss man sagen, schaut erst, das ist, wenn man mit einem Vizemeister Sekt trinkt, ist gleich mal die Flasche leer. Ja, die kleinen Flaschen kann er jeder Ja, trinken. ja. Aber schon gleich ein Rollout mit bayerischer Vizemeister. Das hat mein Chef. Ne? Das macht man, sowas macht mein Chef. Das ist Ja, toll. das ist der Hund. Ja, das ist der PM-Events, gell? Genau, das ist der PM. Aber wir wollen jetzt natürlich vom bayerischen Vizemeister auch einen Witz haben. Den wollen wir haben, darum Luki, auf geht's. Ja, Schuster hat inseriert, hat er einen Lehrer gesucht. Ja, er hat sich nicht gemeldet, die hat schon ein wenig schräg geschaut. Hat er gesagt, ja, bevor er die einstellt, muss man 3 Fragen beantworten. Hat er gesagt, da in Eck, da stehen 3 Showschachteln, da schau schwarze Showbanteln raus. Was ist da drinnen? Hat er gesagt, ich komm nicht drauf. Hat er gesagt, du Depp, da haben schwarze Schauch drinnen. Ja, da hätte man drauf kommen können. Hat er gesagt, du rauf in den anderen Eck, da stehen auch 3 Showschachteln, da schau braune Showbanteln raus. Braune Showbanteln. Was ist da drinnen? Hat er gesagt, ja, ich komm nicht drauf. Hat er gesagt, du Hirsch, da haben braune Schauch drinnen. Ja, da hätte man auch drauf kommen können. Hat er gesagt, du rauf letzte Frage, vor der Haustür, da steht eine Schachtel, da ist was drinnen aus dem Schwarzwald. Das hängt normalerweise an der Wand, macht Tick-Tack und alle Stunden kommt der Kuckuck raus und macht Kuckuck, Kuckuck. Hat er gesagt, was ist da drinnen? Hat er gesagt, überleg halt, an der Wand hängt's und Tick-Tack macht's und alle Stunden kommt der Kuckuck, Kuckuck raus. Hat er gesagt, ja, und Showbandeln schauen diesmal kein raus? Hat er gesagt, nein, Showbandeln schauen kein raus. Dann muss ich einen Gummistiefel drinnen. Raus! Ja, meine Leute, das war's, die bayerische Vizemeisterschaft. Wir schließen damit das Jahr 2017 ab. Fürs Jahr 2018 gibt es schon wieder die Veranstaltungen, kauft Karten oder ganz nach dem Motto mitlachen oder auch mitmachen. Bewerbt euch, macht's mit, es ist ein Drum Gaudi und macht's es gut. Servus miteinander.